Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, Leute, in diesem Format gebe ich euch meine Einschätzung zum Spiel, meinen Tipp und zeige euch, wie ich die Mannschaft aufstellen würde. Jo, und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. So läuft der Bums hier. Wenn ihr das tut, vielen lieben Dank, damit unterstützt ihr halt das, was ich hier so tue. Gut, Leute. Topspiel der Saison. Ich denke, es wird auch das Topspiel in der Rückrunde bleiben. Alles andere würde mich persönlich überraschen. Ich denke, ja, Dortmund ist der stärkste Gegner, den wir aktuell haben in der Bundesliga. Bei Leipzig sich natürlich gefangen hat nach dem Spiel gegen uns, aber ich denke, Dortmund ist schon mal jetzt ein gewisser Gradmesser. Ich meine, wir spielen zu Hause, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut. Oder generell so die Bilanz. Ja, dann hat sich Dortmund halt sehr oft schwer getan bei uns, ne? In Dortmund wird ein ganz anderes Spiel werden. Ich bin sehr gespannt, wie Dortmund agieren wird. Ich habe kein Spiel gesehen bisher von Dortmund diese Saison. Ich kenne nur die Ergebnisse. Dortmund ist noch ungeschlagen in der Bundesliga. Also die einzigen beiden Mannschaften, die noch ungeschlagen sind nach 6 Spielen. Von daher, ich denke, können wir vom Topspiel reden. Und ich kenne natürlich den Kovac-Fußball, wie er bei uns war. Hm, sehr pragmatisch, sehr, ja, pragmatisch trifft es eigentlich. Ja, also nicht hip hip hurra, sondern immer fokussiert auf den Gegner abgestimmt. Von daher bin ich sehr gespannt. Kann schon eine schwere Nummer werden. Am Ende des Tages macht es mich zuversichtlich, dass Harry Kane immer noch in Topform ist. Ja, hat er wieder nochmal im Doppelpack geschnürt. Ja, wenn wir uns die Mannschaften anschauen, ähm, könnte unsere Abwehr vielleicht diesmal mal ein bisschen gefordert werden, aber das habe ich schon gegen Frankfurt gedacht und da ist dann relativ wenig passiert. Von daher mal abwarten. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Das ist für mich immer das Spiel des Jahres in der Bundesliga. Und ja, ich denke, man sollte Dortmund nicht unterschätzen, ne? Ähm, wenn wir natürlich unsere Form aus der Nationalmannschaftspause wieder auf dem Rasen kriegen, wie wir sie vorher haben, dann sollten wir den Bums gewinnen. So, ja. Aber wer weiß das schon, ne? Ich weiß nicht, wie die Spieler zurückkommen von der Nationalmannschaft. ETC, man kennt's, ne? Man ist aus dem Flow raus, war 2 Wochen nicht zusammen. Ist immer so ein bisschen Wundertüte, gilt natürlich auf der anderen Seite für Dortmund genauso. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Mein Tipp, ich tippe mal, ich mache mal was Unkonventionelles und sage 2-1. Eigentlich würde ich 4-2 sagen. Ich denke, es könnte ein torreiches Spiel werden, aber nach der Länderspielpause, ja, ich sag mal 2-1 anstatt 4-2. Würde mich über ein 4-2 natürlich mehr freuen, logisch. Ansonsten erfreue ich mich einfach an einem guten Spiel. Und wenn da genug Strafraumszenen sind, genug gefährliche Szenen, habe ich auch kein Problem damit, wenn es ein 2-1 wird. Aber, wie schon gesagt, die beiden Mannschaften, die noch ungeschlagen sind, vielleicht wird es auch einfach nur ein Unentschieden, wa? Also, wie gesagt, ich kann es gerade ein bisschen schwer einschätzen. Nochmal, wenn wir unsere Performance, wie wir sie bisher diese Saison gezeigt haben, auf dem Rasen kriegen zu Hause, dann muss das Spiel gewinnen, Punkt, ja? Was jetzt nicht heißt, dass es, einfach wird oder so, ne? Nicht falsch verstehen. Gut, damit habt ihr meinen Tipp, meine Einschätzung und damit gehen wir mal rein, wie ich den Bums aufstellen würde. Es wird die ein oder andere Überraschung geben, weil Julian Nagelsmann hat ja das Fass, Joshua Kimmich wieder aufgemacht als Rechtsverteidiger und wie wir gesehen haben, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen und mir sagen lassen, hat der Joshua wieder performt in der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger, ja? Und da wir da ja eh noch ein bisschen verkannt sind gerade, aber eins nach dem anderen. Gehen wir rein. Ja, Neuer im Tor, hat 2 Wochen Pause gehabt, sollte hochmotiviert sein. Hat gegen Dortmund immer einen Klopper drin, aber in der Regel nur in Dortmund. Von daher bin ich guter Dinge. Und wir können vorne schon mal klar machen, Harry Kane ist natürlich the man of the man, ne? So, da geht gar nichts dran vorbei. Ich würde sagen, wir machen es mal von vorne nach hinten, weil vorne ist der Bums eigentlich relativ klar. Ich
denke, an Diaz geht auch gar nichts vorbei auf der linken Seite. Ulisse habe ich ein bisschen was gelesen gehabt über beim ersten Spiel, dass er irgendwie zu großkotzig gewesen wäre, aber irgendwie die französische Nationalmannschaft ist eh immer ein bisschen weird, ein bisschen komisch. Ähm, Mache ich mir auch keine Sorgen. Ulisse rechts, fertig. Ja. Mittlere Position ist jetzt ein bisschen der Knackpunkt. Da reden wir halt über Serge oder über Jackson. Aber ich denke, auch Serge hat in der Nationalmannschaft ordentliche Leistung gezeigt und Selbstvertrauen mitgenommen. Aber ich glaube, Jackson hat sogar auch ein Tor gemacht, oder? I don't know. Ja, also einer von den beiden. Ich würde mit dem Gnabry anfangen. Einfach weil das schon ein bisschen gewohnter ist. Ist natürlich ein bisschen schade für einen Jackson, aber hey, wir spielen gegen Dortmund, da muss das auf dem Platz, was er am besten liefern kann. Und ich denke, 'n Jackson, ja, hat natürlich jetzt schon das Spiel, was er spielen durfte, war gut. Ja, nicht falsch verstehen. Aber ich denke, so ein Gnabry ist einfach noch mal 'n bisschen mehr in dem System schon beheimatet, wie es so 'n Jackson ist. Ja, von daher würde ich mit dem Serge anfangen. Gut, dann kommen wir natürlich zur Zentrale und ja, da gibt's 'ne Seltenheit. Meiner Seite gibt's 'n Tom Bischof und es gibt 'n Pavlovic. Das wäre meine Wahl auf der Doppel-6, Doppel-8, wie auch immer ihr das nennen wollt. Warum? Ich werde 'n Kimmich als Rechtsverteidiger aufstellen. Alternative, ja, haben wir natürlich Leon Goretzka. Das Thema haben wir ausgiebig besprochen im letzten Stream. Brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist bei mir halt so der Kandidat, ja, der ein bisschen hinten dran ist und kommt, wenn's nicht anders geht. Gut, ich habe es gerade schon vorweggenommen. Da, danke, lieber Julian Nagelsmann, das Thema ja wieder rund gemacht. Joshua Kimmich will ich als Rechtsverteidiger aufstellen gegen Dortmund. Nichts gegen Boe, hat es jetzt ordentlich gemacht, so die letzten Spiele, ja, aber ich meine, Kimmich kommt jetzt aus 2 Spielen als Rechtsverteidiger. Da wäre es, glaube ich, ein No-Brainer gegen Dortmund ihn da hinzustellen. Vor allen Dingen, weil in der Nationalmannschaft, ich denke mal, Jonathan Tah wird ja sehr wahrscheinlich auch gespielt haben in der Nationalmannschaft, also sollte da auch schon eine gewisse Abstimmung sein. Ähm, ja, von daher für mich ein No-Brainer. Ja, Kimmich, Rechtsverteidiger, fertig. Tah und Upa haben die Nase auf jeden Fall gerade vor, muss man ganz klar sagen, vor Kim, ja, der immer ein bisschen unsicher wirkt. Ma macht dann richtig gutes Spiel, hat mich dann auch gefreut. Dann bei der Nationalmannschaft war jetzt wohl auch wieder nicht ganz so safe. Ja, von daher Tah und Upa gesetzt. Sollte irgendwie einer angeschlagen sein, dann natürlich Kim. Linker Verteidiger ist auch ein No-Brainer. Ich weiß nicht, wie es mit Stunny aussieht, ob der schon wieder einsatzbereit ist. Gegen Dortmund würde ich da jetzt trotzdem nichts riskieren. Linksverteidiger Conny Leimer, Diaz, die Seite, das ist eine Maschine. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, Kimmich Ulisse auf der rechten Seite könnte auch richtig geil sein. Ja. Ey, man darf ja noch träumen. Ja? Man darf ja noch träumen. Vielleicht bringt Kompanie den Move. Vielleicht findet Kimmich Gefallen an der Posi und Bischof und Pavlovic überzeugen in der Zentrale und wer weiß, vielleicht sehen wir den Bums dann mal immer öfter. Ja, ja, für mich ist die Idealposition für Kimmich der Rechtsverteidiger. Punkt. Ja. Ich denke, er kann mit seiner Spielintelligenz, genauso wie es ein Philipp Lahm konnte, auch von der Rechtsverteidigerposition Einfluss auf das Aufbauspiel nehmen und auch immer mal wieder ein bisschen in die Zentrale gehen. Haben wir schon letzte Saison in der Anfangsphase gesehen, auch wenn er da nicht als Rechtsverteidiger aufgestellt war, aber da war er auch oft auf dieser Posi. Von daher, ja, warum nicht? Na? Gut, ich hau mal noch die Alternativen rein. Wir haben natürlich noch Lennart Kahl. Und wir haben auch für die linke Seite Winston Mike, haben wir auch noch. Ja, Jackson ist natürlich für Helby oder für Serge eine Alternative. So sieht's aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mit Stunny aussieht. Ich kann Herrn Stunny hier mal eintragen.
Stunny kann sowohl links als auch rechts, aber Boe eher rechts, von daher. Aber ein Stunny kann auch eine Alternative für die Innenverteidigung sein. Ähm, wenn er schon wieder fit ist, I don't know. Wir haben natürlich noch einen Guerrero, ja, den könnten wir auch noch eintragen. Ja, komm, dann machen wir mal den Jackson hier vorne rein. Guerrero auf der 10er-Posi war ja ganz okay, so die letzten Male, wenn er es gespielt hat. Als Linksverteidiger ist er für mich keine Option. Ja. Als Sechser oder Achter sehe ich ihn auch nicht wirklich. Eine 10er-Posi kann er schon ganz ordentlich bekleiden. Allerdings als Einwechselspieler braucht er immer erst so eine Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob man sich das gegen Dortmund erlauben kann. BBC ist auf jeden Fall nochmal eine Alternative, wenn es hart auf hart kommt, da irgendwas ausfallen sollte, natürlich. Ähm, ja, und wie man sieht, sind wir da dann schon ganz gut alternativ auch besetzt. Ja. Und da fehlt ja immer noch ein Davis, ein Musiala und ein Ito. Also da haben wir keine Kopfschmerzen. Das wäre meine Aufstellung gegen den BVB. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, denke ich. Wie gesagt, ist gerade wirklich schwer vorherzusagen wegen dieser verschissenen Länderspielpause, die dazwischen war. Ja, davor hätte man das viel, viel besser vorhersagen können, weil man gesehen hat, wie wir im Flow waren. Aber wenn du jetzt dann so knapp 2 Wochen raus bist, ist halt immer ein bisschen kacke. Aber müssen wir durch. Mein Tipp 2-1. Und in diesem Sinne, haut mir gerne eure Tipps rein in die Kommentare. Rot-weiße Grüße gehen raus. Schönes Spiel wünsche ich uns allen. Natürlich auch den Dortmundern. Natürlich mit dem besseren Ende für uns. Ich bin sehr gespannt. Und in diesem Sinne, haut rein. Tschüssi.